Guten Abend aus dem schönen Dickrich aus dem 46 am Turm. Das ist die Brasserie, die direkt an den neuen Cinescala grenzt. Wir sind hier Sit von einer früheren Holzindustrie, an wie für ein paar Jahre die neue Kino gebaut wurde und die Gemeinde verantwortlich dezidiert, für auch diesen Turm hier komplett zu renovieren. Ein Projekt von einem dickeren Architekturbüro, den dieses Jahr auch bei den Luxemburg Design Awards mit einem Preis ausgezeichnet wurde an der Kategorie Interior Design. Und ich meine, jemand, den das besonders freut, das ist der Bürgermeister Claude Hagen. Ja, ich meine, das hat ihr schon bestimmt gefreut, wo der halt den Designpreis geholt für diese flotte Sit, auch weil es wirklich ein interessanter Sit ist. Ja, das war auch die Challenge, die wir am Anfang hatten. Für die Kino gebaut hat man einen Turm von der Seerei stehen und da haben wir gedacht, wie geht den Turm aménagiert? Und das ist klar, dass wir den industriellen Charakter wollten halten und dann man dann die moderne Kino haben. Und das ergänzt ganz gut dafür, dass auch die Architektur hier gelöst geht, noch dran, also das industriell gelöst geht. Und dann haben wir die modernen Gebäude neben drin, wo die Leute an die Kino gehen. Ich merke just, dass die Leute immens gerne an das Heiner kommen und auch an die Kino gehen, und vice versa, das ergänzt sich parfaitement. Und an der Zeit gibt es wirklich auch viel Industrie zu Dickrich. Ich meine, es gibt eine Zuckerfabrik, es gibt eine Fonderie, was gibt es nicht noch alles? Die Brauerei, die Lorem Naidoas, also hier gibt es Schlöchthaus, also mannigfaltige artisanale und auch industrielle Betriebe, die heute leider Gottes nicht mehr da sind aus verschiedenen Gründen. Ja, es gibt viele Brauereien zu Dickrich. Eine davon ist übrig geblieben, die Dickricher Brauerei, die Brasserie de Luxembourg. Und die hat das Jahr auch ein ganz neues Gebäude, das mit viel Pomp angeweiht ging. Der Charles Simon, der war für uns auf der Platz. Feeling so small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at the beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Look at the beautiful stars, I wanna drive a faster car. Ja, an Beimer Heierslo von den zwei Chefen aus der Gemeinde, der Clotilde. Guten Abend. Guten Abend. Ja, die Dickricher Brauerei, ich meine, das neue Gebäude, das ist mehr wie ein einfaches Gebäude, weil lange Zeit war ja auch nicht klar, ob die Brauerei überhaupt frei bleiben in der Stadt. Ja, ich meine, dass die Brauerei zum Stadtbild gehört, schon ganz lange, dass die Dickricher sich ganz stark mit ihrer Brauerei identifizieren und dass sie auch wissen, dass nur Dickrich durch Brauerei praktisch nicht nur als Lützeburg oder zu Dickrich an der Gegend bekannt ist, aber praktisch ganz Europa, noch weit über Europa heraus. Und da dazu Geschichte gehört dann enorm wichtig, dass viele Dickrische der Brauerei erhalten bleiben. Und dann auch in Zukunft wird wirklich bleiben. Dass viel zu Dickrich gebraut wird, dass auch am Kern von Dickrich Brauerei erhalten bleibt. Ich meine, dass das doch ein wichtiges Signal ist, dass die so Sachen auch an einer Wirtschaft machen, dass die nicht immer alles muss irgendwo ob Kringwiss setze so nicht mehr, dass die noch Industrie kann an seiner Wirtschaft haben. Was ja auch wichtig ist, dass wirklich ein ultraperformant Gebäude, was ja für die Produktion auch eine große Bedeutung hat. Und wie die Brauerei funktioniert, das wollte man natürlich auch weisen.
1930 ass Brasserie de Luxemburg han der Garen erbrucht. An dësem Schene Gebäi, dat wolle an Zukunft fährt bestoe bleiwen. Hannen Drun awer soll scho ganz geschwinde komplett neien zukunftsorientierte Projekt mat Wohnhäuserer Geschäft reinstoen, den Dreieck Dickrich. No der Aweiung vun der neier Dickecher Brauerei, wo man jo Chance haben, déi anzuweien, wo an Produktionioun aufgesechen ass an noch dickecher Bayier natürlich aufgesechen, ass kann man lo an die zweet Festland der Konvention der Urbanisation vum Sito geht. Do si die echte Autorisaioun heraus fir Dofrappen vu verschiedene Gebäideketen. An der geht Urbanisaioun hun mat rund 200 Wohnunitéiten mat Kommerz, wat an Etappe gemerket, an wo verschieden Gebäideketen noch ergin, not Zockerfabrik an noch den Türmer rund. An dofir gouf die Neibrasserie de Luxemburg losteck mi weiter Rof opgeriecht. Mi klein ken de Mengen awer dat täuscht, weil de gréisten Deel vun der Brauerei befindt sech ënner dem Bodem, aus wärmetechnesche Grënn awoch wennns dem Kamedi. Die nei Anlagen entsprechen enger héichmoderner Technologie, die do labt, so man wie méiglech Impact op dem Welt ze hunn. La bière que vous allez boire de la nouvelle brasserie, c'est la même que la bière de l'ancienne brasserie. La recette ne change pas. Par contre, dans les techniques de brassage, forcément, là, il y a une énorme évolution et qui nous permettent, entre autres, eh bien, d'économiser 15% d'énergie électrique, de gagner 20% en termes de consommation d'eau et surtout de produire 75% de gaz carbonique en moins. Nohaltege Bayer Made in Luxemburg. Die Dickröcher Brauerei gehört noch zu den Top 5 von Europa, was Technologie anbelangt. Unter anderem auch fällt das Brauerei mit einer Filterschaft, die bisweilen einzigartig in Europa ist. Dans un processus, je dirais, plus classique, on utilise normalement un adjuvant soufré pour filtrer la bière, qui s'appelle le kieselguur, c'est assez compliqué. Ici, on utilise une succession de membranes qui nous permettent de ne pas avoir une production de déchets qui est difficile à évacuer. De Bayer, den zu Dickrich hergestaltet, ist also nach immer dieselbechten. Auch wenn Gamm in der Zwischenzeit stark ausgebaut gouf. Neben dem Pilz gibt es so zum Beispiel eine Valemi karamellisierte Grand Cru oder auch einen 0%igen. Weiter probieren dürfte schon ganz geschwind kommen. An die Vielfalt wird den Hauptbüt, für was AB InBev 25 Millionen zu Dickrich investiert hat, an eine Brauerei, die 250.000 Hektoliter am Jahr produzieren kann. Für allem war es das der Beweis, dass sie nach Langhei bleiben wird. Donc je pense qu'il y a une certitude, c'est qu'on est là pour rester. Il y a un lien qui est très fort entre la ville et la brasserie. Je pense qu'on peut dire que la bière de Diekirch fait partie du patrimoine culturel du Luxembourg et de la ville de Diekirch. Donc oui, effectivement, c'est très important. Not fir neicht ass Dickrich och well Bestandteil vun der naier visueller Identitéit vum Bayer. Dickrich an den Dickricher, demno ass de Mariage ëlo perfekt. 2019 wo allgemmenge wichtig Joer fir d Stadt Dickrich, weil fir die Gemenge verantwortlich gonget global vun Erweihung zu Erweihung. No der Inauguration an der Brauerei stung nämlich Stunde direkt an den Drun eng Inauguration vun der Neurannex vum Militärmuseum. An noch dazu ma fir am Bild festgehall, e Reportage vum Erik Goffeier. Wo Dir dat ganz Teil vun Ufangos bevéiert? Ja, ich meine, mir waren eine Equipe von 5 junge Menschen, die an den 70er Jahren sich für die Geschichte vom Zweiten Weltkrieg ganz stark interessiert haben. Die meisten von uns waren noch von daheim an der Hinsicht gewissermaßen emotionell belastet. Und mir gedacht, ja, dass das alles so der Wert für erhalten zu gehen. Und dafür haben wir einerseits Interview gemacht und dann haben wir viele Objekte gefunden, die Leute uns da geschenkt haben, weil da war viel Betrieb, die abgehalten haben. Und das hat dann dazu geführt, dass wir dann noch immer gesagt haben, so man das dann nicht irgendwie ein kleines Musik bringen. Dat ganz war eng wichtig Sach, huet fir Joren no gefangen gros Investment doch. Ja, das ist ein grosses Investment für Dickrich. Wat iwwer puer Joer verdeelt gin ass an dat Investment das gedeelt gin iwwer Kofinanzement vum Tourismus an noch vun der Kultur, so dat den Präfinanzement vun der Stadt Dickrich gemacht gin ass an den Subventionement vum Staat.
So, verziehst du haut, wie fühlst du dich? Es ist vollbracht. Genau, es ist vollbracht. Das heißt, endlich hat man dann offiziellen Tag für anzuweihen. Und auch genau die richtigen Tag für auf den alten Eiskelleren dann an dem warmen Eck eben dann Bier zu trinken. An der Kultur, also im ersten und im Endeffekt die neue Räumlichkeiten hören, für wirklich an Zukunft zu gucken. Was fehlt das eben lo? Wir können die neue Räumlichkeit benutzen für die Expo, ne? Da wir die Sachen können präsentieren, die wir immer am Keller leihen hatten. Und der nächste Defi ist aber dann eben noch alles anzuräumen und das muss System. Militär, eng Armee wie d'Lützeburger Armee geheiert als integrativen Deel zu der Gesellschaft. Dat soll thematisiert gehen, du soll drüber geschwert gehen. An Schwengen zuviel Facetten dran tschen Sozialgeschicht, Alltagsgeschichten, soll dort as méi wie nëmme seng Waff as Gewir, net eng Formatioun, lieft mat zinge Leute summen. An dem Moment kann den exemplarisch vun der neue Expo, die man dürfen opgestalt hunn schwätzen, anwer Dboys zu Lützeburg 1980. Das ist eine Ausstellung, die am Fond Befreiung von lützebüchtechten Amerikaner um Ersten Weltkrieg thematisiert und geht nicht am Fokus den Ersten Weltkrieg an der Rolle von den Amerikanern drin. Es geht die Rolle, wo sie auf Lützeburg kommen sind, für am Fond eine Versicherung sind, aufrechtzuerhalten für die deutschen Gebiete, wo diese besetzt gegangen sind, für die zu protegieren. In dem Moment hatten wir 50.000 Amerikaner hier im Land. Und wir hatten eine Bevölkerung derzeit von 280.000 Einwohnern. Dat Techt et hue de kulturellen Echange stattfand. Die Leiit die hunn ze Summe gelieft ha. An och dat ass engerseits Militärgeschicht, mé einerseits auch Sozialgeschicht. An dat ass et, wo d beeistrems geht, fir och an plus Kulturgeschicht ze beliewen. Wenn man dat nemme schaut an de Geschichtsbücher vun als Schule kucken, ass dat wahrscheinlich auch wenns dem Faktor Militär net weiter thematisiert gin. Mit das awer grad dat den interessante Punkt ass. So, an Lohnech hat den dritten am Bunde de Kulturchefen René Canivet. Guten Abend. Guten Abend. Ja, de Militärmuseum a gesinn ass lo aweit gin ass filmmi gross, filmmi Schein wie fir Drun ass am Fogel erweitert gin. Dat jo am Fogel a riese Suse an der ganzer Welt zu aus Amerika kommen Kleit sech den ha hinnner okucken. Wie wat derwer lo besonnech wichtig ass, dat och filmmi Platz du hast, dat du viel besser geegent ass fir edukativ Zwecker. Das ist richtig. Ich meine, wir haben den Prozess angefangen für ungefähr 2 Jahre. Das hat lange gedauert, bis wir beim gemeinsamen Nenner waren, für überhaupt zu wissen, was wir sollen machen. Und wir sind dann auf den Punkt gekommen, weil wie da steht, dass wir einen großen Saal freigemacht haben für temporäre Ausstellungen, die dann noch für pädagogische Zwecke sollen genutzt werden in der Hinsicht. Wir haben eine riesige Bibliothek durchstehen. Wir schaffen ganz viel zusammen mit dem Centre de Recherche von der Uni Lützeburg. Und ich meine, dass wir auch den Kanner, den Jungen lässt, die Musik mitzubringen, dafür muss modernisieren. Und ich meine, das ist gut gelungen, für in die Situation anzupassen, wie die moderne Musik soll funktionieren. Und Militär hat am Anfang auch schon eine ganz lange Tradition hier an der Stadt. Und dafür spielt auch Nationalfeiertag der Armee auch eine wichtige Rolle. Schon ein paar Tage vor dem eigentlichen Tag, also im Rang Militärparat, auf der Kloster, enger von den großen Plätzen, hier zu Dickrich. Und den Kevin Gires, den hat im Moment für euch angefangen.
Ein anderes großes Evenement hat zu Dickrich, das auf Militär zurückzuführen ist, das ist die Marche International, wo alle Jahr Tausenden an Tausende von Leuten hinkommen, für zu Dickrich rundherum zu Fuß zu tröppeln, natürlich ganz stramm, das Ganze vorher vom Militär an die Levergrove gehen, an den Eriko Weyer, den es für das 51. Edition mitmarschiert. Noch das Jahr waren Remeng 6000 Leute aus 26 Nationen Depart von der Marche National bei der Allerseerei direkt hinter dem Cine Scala. Das Event hat einfach immer enorme Succès, unter anderem auch, weil halt zu Dickrich mehr Geburten gibt wie auf anderen Marschen. Also de Suse, dat wat mir immer vun de Leiitéieren, dat er einfach die ganze Ambiance zu Dickrich. Et ginn natürlich auch Mächt dobausen op der Welt, du hast net die Ambiance wie ha. Ich menggen ha op der Platz mehr biedende Leiit alles wat man können, iwwer Musik, iwwer anständig Toiletten, iwwer natürlich auch ein ganz flott Stadt Dickrich an als dritt oder feiert, dann das natürlich die wundersche Gegend, die rund um Dickrich ass Millioun Uwen bei der Vizerei ihre Kan opgeriecht für 400 Leute, die natürlich do an Zelter schlofen, an wo hohe Catering fir déi iwwer de ganze Weekend zur Verfügung stellen, vu Freides bis Maindes wat natürlich auch eng super Säers. Dat muss einfach haut stand, wann in de Peter kitten nie die Leiit die Schipper do ze summe, wie mir dat all jo hunn. Dickrich as eng Stadt mat viel Tradition, viele flotte Fester, awer auch enger wunderschöne Natur. Net vielleicht huet sech den Tourismus zu Lützeburg fir d'Eichtheit zu Dickrich entwickelt. Auch eng ombreiert Natur mat viel Bösch, an Zter kurzem ass an engem vun dese Bëcher auch ein Haus, dat sech fir d'Halen vun de Bayern ersetzt. Freides Moies am Gemengebech hol der zu Dickrich. De Jerry Gröff, Schulmeister an der Gemenge noch selber Bayernzichter, ass mat Singer Klas op Besuch am neue Bayechalet fir hinnen ist wichtig den Sekt Mino zu bringen. Und dann, was muss man machen, für den Hund aus den Werbe rauszukriegen? Es sind ganz viele Kanner, die nicht mehr viel am Busch sind und da gehen auch einfach, dass sie extrem ausgeglacht sind. Das heißt, wenn so ein Klasse soll ein bisschen wibbelig sind, am Busch sind sie immer total ausgeglacht. Das ist ich nutze, mit ihm zu schaffen. Genial Anfang. Wir sind direkt heute dabei, wir sind nicht zu Dickrich, wir müssen nicht weit fahren. Wir können die Kanner so wirklich ganz aktiv weisen, wenn ein Hund schleudert. Wir können mit der Kanner Bayern gucken, ohne dass der Gefahr besteht. Das ist ein Idealfall. Und Kanner haben sich extrem darauf gefreut, ob damit jemand extrem geht. Aber könnt Deckel laufen. Die Schulklasse von Dickrich schon Himmaier zu verdanken, dass sie so flotten Unterricht Geburten kriegen. Der Pierre Meyer, 1985 Präsident vom Kantonalbayerverein Dickrich, während den 80er Jahren den ersten, den im Bayernunterricht für Kanner aufgehalten hat. Ich bin 85 Gemeng kom Sportsche an Schul an dun sind Lehrpreisreiter op mich gestemmt fir beikucken zu mit de Kanner. Ja, dat war nicht mehr medisch op mégem Beistand dem Herr ich alles beigesto. Ich hat ihn aber so gebaut, dat do konnten man enger Klasse hin, als von der Stadt gewusst hat. Dat gouf him dun awer bemol ze geféierlech, so dat Gemenge klenge Schalle am Bëchhol der Bauer gelos huet, wo Kanner Bayien hanner Glas koke konnten. Zunter den 90er Joren waren de Pierre Meyer an de Vierter Jeff Sinner so ein unzertrennlech Team, dat an dem Gemenge Bëchhol der wertvoll pädagogisch Arbecht geleest huet. Vom Montags bis Freitags kommen zenterhiert Spielschul Kanner aus der Gemeng all Moien an de Bëch fir en Trëppeltour, wo de Vierter hin Naturmino bringt an de Pierre Meyer hinweist, wie Bayier funktionieren. Wat wie der gut ass, dann man se klegen Trëppeltour mé noch de moment 2 Promenaden, dat hicht die eng huet 1,2 km, Diner 1,8. Die aner Seite vum Bëch, do ass dann eng kleng Breckelchen, wo se dann noch nach kënnen den Tourmecher, wo se bëssen de Bëch erkläert kreien.
Für den Chef Sinner awer es nach immer fir Kanner am Flotzten, was sie auch Liewesteiere gucke können. An Konditionen an dem neue Bayernhaus sind dufirlo optimal. Ob schon das eigentlich fir Bayern sich drauf gericht gewor, die mir Platz gebraucht hun an eng Hundeschleider. Und wenn das bisschen meiste zu mir zu erleichtern, nicht besser mir ich das Neues op. Und du ich am nächsten im Haus gefallen, mir war das zu groß gekommen, da riecht man bis Neues so. Was? Das ist schon kein Problem. Und immer dann den Plan gemacht, wie mir das ging vorstellen. Mit der Dinge, dass wir nach Gestrachkiefen haben, nicht alles geht, was wir gerne hatten. Aber das kommt, wie wir nicht gedurcht tun, wenn alles geht, und das ist Bischof. En Juni des Jor also konnte neue Chalelo ageweit gin. An Dommer zu net nëmmen Bayern sie streng flott Schleider an den ideale Kader fir Formationen aufzahlen, wie auch als Schulkanner vun Dickrech eng formidabel Platz fir der Naturremmesteck Mino zu kommen. De Schulmeister Jerry Gröff fred se schon drop regelmäßig mat zinge Klasse bei Bayern zu kommen. Hier wird wahrscheinlich auch den neue Präsident vun den Dickrecher Bayernzichter gin, weil dem Pierre Meier seg Mission ass wie hien e Loer fëlt. Ich bin 34 Präsident. Und dat mis goen an mir die Jungen den Dichmene steet op bannen. Die mcht dat we Schulmeister, dat er gut so an de Schadologieren dat Schulem ha mir hinnnerken. Dat as opkrit, dat muss mir profitieren. Den Treffpunkt vum Joer zu Dickrech fir dat ganz Land, dat das fest all Dickrich an der Altstadt rund um die All-Laurentiuskirch. Für rund iwwer 50 Joer huet es als Kleinkirmes ugefang an as Entretemps zu engem emolegen nationalen Event gin. Freitag, 12. Juli 2019, am Abgang vom Lycée-Klassik zu Dickrech. Damit die die Kirche empfängt eng 16 Koppeln, die 25 auf 50 Jahre bestürzt sind. Eine lange Zeit, so wie auch fast all Dickrech selber, das Lusch auf den 50. Kehr gefeiert wird. Das längste Fest an der Stadt, das hat natürlich für jeden, dem ab nicht eine große Bedeutung hat, umso mehr, wenn ihn dann auch mal selber zu Ehre kennt. Da sind zufrieden, da sind stolz, weil ich am Komitee sind, dann sind Schäferrecke dabei zu sein. Und wir hoffen, dass wieder gut geht, dann geht das schön noch. Wie gesagt, das aus, dir geht am Cortège, du hin und dann hast du für ihr getan, da könnt ihr da feiern oder hast du noch etwas nicht viel gesehen? Ja, ganz schön, wir müssen uns wieder oben schaffen. Wir schaffen an der Champesberg. Ihr seid doch am Komitee dann, oder? Nee, der Komitee besteht nur aus Herren und Damen, gehen aber gerne gesehen, für an Champesberg helfen zu kommen. Richtig Herren, all Dickrech als eng Männergeschichte, aber eng das Vereinsleben an der Stadt Laufen hält. Ich meine, die Vereine, die Heimat machen, brauchen all Dickrech für das ganze Jahr können zu funktionieren. Die sehen noch ganz viele Leute mit Materialien, das ist ein flott Sache. Ach, schließlich soll all Dickrech bleiben, weil ja gerade das, was den Succès ausmacht, dass es kein Fest wie die anderen ist. Wir probieren noch natürlich ein bisschen zu modernisieren, ohne die nahe Kasche natürlich zu vergessen. Und das ist immens schwer, für die zwei Sachen immer miteinander zu verbannen. Dafür also müssen als all Brautpaare Richtung Altstadt geführt gehen. Die nach Packen zu Fuß, die anderen, wie sie Stadt gehört, an alle Gefährer, das Fest heißt schließlich all Dickrech. Wichtigste Zeremonie bei all Dickrech ist die Schlüsselüberreichung Bottermarkt. Emolege Brauch, mit dem der Bürgermeister symbolisch Zepter von der Stadt aufgeht und damit die Kirchstruder rund um die Laurentiuskirche überholen, hat der Part, der lo für 5 Standtritt zu einer ganz eigener Welt bietet. Für einen richtigen Dickrecher, also lo 5 den Ausnahmezustand ausgerufen, weil wenn etwas auf sich hält, mischt alles mit, vom Fässerrollen über den Kirmesball kontra mitspielen, geht die ganze Panoplie von einer Kirmes geboren. Am Dënchtes dann letzten Tag gëtt nach einmal so richtig gefeiert. Dat ass den da vu Betrieber an Administrationioune vun Dickrech an am Gegend hier lett op den Dëch hanner aller Kirche invitéieren. Betrieber, Administrationen, also auch Police, Parquet, all die Sachen noch, die reservieren dann den Dëch oder zwei, eben für Mattiere Leiit, die ganz Joer geschafft hun, da können gemidtliche Patschen zu trinken und dann géint 5:30 doch immer offriert Brauerei dann immer Freibeier. Sie stellen da pure Fässer zur Verfügung und dann stürzen die Leute sich dann dort drauf.
fir das sech fir den lächten Owen danszen lauten. An heim am Betrieb dobal ze sinn ass dat Pflichtprogramm. Ja natürlich ass dat Pflichtprogramm schmengen als dickecher Jong dickecher Betrieb ze hunn, du muss en all dickrech Dënze einfach dabei sinn. Den dustrogen dënchtech wéi genannt gët scheint immer gut ze funktionieren, an seit doch immer em Prominenz op dickrech. De Suse vum Fest et gëtt vun allem, also gesäi de noch vun allem. Ich meine, das Suse bëssen damals ze Din, dat den viel drin begéint, den kannst ja sos net gesäit. Freudes gesäit in die eng, besonders die Janer mees nach anderer, dats an de hinch dummeren geflogten Wigent Rankantre, dats fir 50 Jaar uga mat Leiit die eng gut Idee hatten, a weil die Idee so gut war, also doch schon dat 50 Jahre dicklich, an sie gut denkt, dat dat noch ganz lang fir. Iwergens huet Dickrech och die eelste Fußgängerzone am Land, déi besonnech am Summer mat hire viele flotten Terrassen alloe ze stonéiert ze losen. Haiier op alle Fall ëmmer eng lass, an hai begéint Di noch bei ëmmer engem Kënnechen. An dann kéint er mal so Gespräche wie Dateiten rauskommen. Oh hi. Moie. Salut Paul. Paul. Aus dem Rhein, ja. Das ist wieder für September. Herrlich, herrlich. Wie du kriegst schon meine Lieblingssaison. Der gute Kuddelfleck. Wie müsst du denken so? Das ist zwar so kein Geheimnis. Da kommen mal die Damen hier. Kommt ihr mal hier. Geht um den Kuddelfleck. Wir sind am Gang hier, wird Soße zu schwätzen. Aber ich wollte wissen, was gehört zu Dickrich an einen guten Kuddelfleck-Sauce? Ich mag keinen Soße am Damm. Ich lasse sie machen. Was ist dann dran? Kapern, Champignon? Ja, Champignon auf jeden Fall. Cornichon kommen dran. Und dann nicht geknickt mit ein bisschen Madeira oder ein bisschen Alkohol. Der gute Madeira, den hat der nicht verraten. Merci. Also hast du es geschafft, den Kuddelfleck zu panieren? Ich paniere den Kuddelfleck. Männer panieren den Kuddelfleck zu Dickrich. Zu Dickrich wird der Kuddelfleck von Männern paniert und Frauen machen Soße. Die machen die wichtigsten Dinge. Und sie kachen nicht. Am ehesten. Kuddelfleck zu Dickrich als paniert. In den anderen Regionen heiget der Kuddelfleck an der Soße geht auch nicht paniert. Dafür sind ganz viele Leute so, oh, ich ist kein Kuddelfleck. Wir wollen sie enker paniert, die gehen so. Da kommen Sommer ab. A Wander in Dickricher Frot, wo geht der beste Kuddelfleck? Die Jungen sind alle gehen bei der Mom daheim. Der Kuddelfleck, das ist einfach Wahnsinn. Die panierte, frittierte Kuddelfleck mit einer wunderbaren Meersalz mit den Kollegen und Freundinnen rundherum. Muss ich noch mehr dazu sagen? Das ist doch Wahnsinn. Das ist nicht der Schwabrich Dinge wie die anderen mit der Tomatensauce und so weiter. Das ist sauer. Nee, Eisen ist gut, richtig gut, schmantig, saftig, frisch. Wir werden auf alle Fall dieser Geschichte dranbleiben, an ich an enger von den nächsten Emissionen mehr dazu erzählen. Aber genauso machen wir dann noch mit der Dickricher Geschäftswelt, wo wir an alle Sendungen werden E-Betrieb vorstellen. An den Anfang möchte Boutique eben aus unserer schönen Fußgängerzone. Schon hier angefangen, weil ich fand Dickrich ein ganz flott Städtchen. Auf einmal war da so ein Boutique Idol. Ich dachte, das ist vielleicht der richtige Platz für da etwas umzufangen mit einem Großgas, eine flotte Boutique. Ich konnte noch alles ändern. Und das hat dann geklappt. Und dann habe ich da ein Pizza-Kaffeehaus abgemacht. Das ist ein bisschen ein spezielles Konzept, weil wir haben Stoffe, wir haben auch Pizzamaschinen, wir haben mega viele Workshops. Wir haben noch ein Kaffeeeck. So, das ist ein bisschen speziell. Wir haben noch eine kleine Terrasse gebaut, wenn jeder gut ist. Voilà, die Leute können hier Pizza kommen, Stoff kaufen. Wir lehren die Leute auch Pizza. Das ist eigentlich von allen Niveaus. Und auch von klein bis groß. So kann ab 10 Jahren hier kommen, Pizza kommen bis 100, ich weiß nicht wie alt. Der Schüttverein fand das mega flott. Und eigentlich kann ich so, dass das ein riesiges Succès ist. Los fängt sie an, mich zu kennen. So, du Dickrich, du hast eine Stoffboutique, musst du mal gucken. Und dann kommen sie von ziemlich weit weg auch.
Heit zu Dickrech gëtt eng mobile Fall nie langweilig an dofir zum Schluss sommerich nach alles dat, wat ich an de nächste Wochenreihe erwert. Den 3. Oktober geht am Konservatoire fir historisch Wien eng Porsche-Ausstellung op, den 11. Oktober am Kulturhaus zu Dickrich de Vernissage vum Festival de Gravure an direkt niwendrun an der aller Laurentiuskirch sind den 11. an 13. Oktober 2 Konzeren vum Serge Tonnersinger Kirchentournee geplant. De Weekend Drop ginn dann den 19. und 20. Oktober hai am Cine Scala die Dickrcher Filmdeich aufgehalen. An zu de Filmdeich hummer nach dëse klengen Teaser vun eisem Filmclub vun Dickrech der Cinekamera. De Cinekamera Dickrich ass 1963 gegrünnt gin, mam Ziel d'Aktivitéite vun net professionelle Filmemacher zu unterstützen an zu vermitteln, zum Beispiel durch Edukativaktivitäten wie Kanneratelieren. Selber Filme machen ass abläuft natürlich Hauptaktivität vom Cinekamera Dickrich. Von Anfang an war die Cinekamera an 2 Bereiche aktiv. Lokal als Filmteam für zum Beispiel Abweihungen wie die von der Fieshalsbrick, der Fußgängerzone oder der Velospiste an den 70er Jahren am Bild festzuhalten. Die Filmtechnologie hat sich sehr weiterentwickelt. An der Cinekamera Dickrich war immer am neuesten Stand. Egal ob das 8 mm Super 8 oder 16 mm war, wie dem Verein sein aufwendigster Film «Mein Nächsten» nur einem Buch von Roger Manderscheid. Den digitale Video, den 1991 auf den Markt kam, wird Aktivitäten neuen Obtrieb gehen. Bis 2008 den HD, also High Definition, rauskam und alle Filme vom Cinekamera just noch an diesem Format produziert gesehen. Membre vom Verein gesehen sich emotwoch am Studio an der Ala-Seerei, 4 neue Projekte auszuhacken, 4 Dokumentäre von Theaterstücke und Konzerten zu planen, Filme an alle möglichen Formate zu digitalisieren und aus einem extensiven Filmarchiv zu schaffen. Emot Joa gëtt ein Szenariofilm gedreht, bei dem Membre vom Club Hayans do gleichzeitig Drehbuchauteuren, Produzenten, Regisseuren, Tontechniker, Kameramann, Belichter und auch Akteure sind. Das Ganze ist zwar viel Arbeit, aber die Resultate zeigen, dass das auch viel Spaß macht. Dafür kann das Publikum sich 2009 bei den Dickrcher Filmdeich am Cine Scala überzeugen. Mei iwwer die Dickrcher Filmdeich hai am Cine Scala gëtt andere an enger nächste Edition vun Dickrich TV den 21. Oktober. Ich hoffe fir haut huet Dich gefallen. Bis dann, Adi!